Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Otra vez, Enrique. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 26. Ditmal noch mehr von dem Apotheker Walter Schmiedehaus, seine Erinnerungen und seine Erlebnisse mit seinen mennonitischen Kunden und seine Botica San Antonio und Cuauhtémoc, Chihuahua. Die Geschichte von einer anderen Geduldsprobe mit der Überschrift Ein Mädel Nierenstein. War damals sich ein in Botica San Antonio. Dit is een kraftiger, nog jüngerer Mann, den de Brell, wanneer hij voor zijn piepje oben draagt, maar met mij einen gewissen Uitdruck van Würde liet. Ik heb groot veel Arbeit. Daarbij ga ik voort op dat ganze en vraag wat ik voor aandoen kan. En hij zegt, oh, ik zie bloos mal nieuwsgierig. En ik zei, nou ja, dan check je maar ruhig in bed im geschafften Raum, dort da je hier. Dann geht man von einem Stuhldash zum anderen, beseit je de Uitlagen und blieb dann ein Stootje auf der Bank sitzen. Of dort es je zu verreiben oder dort hin und her vom Geschäft zu betrachten. Aber der will offenbar nicht beseinen. Er reicht sich lang über den Stuhldash und redet mich weiter an. Er sagt, ich will eigentlich was schäpen. Ich sei, gut, was möcht ihr dann haben? Na, ich weiß nicht, sagt er so reich, bequem und breit. Ich sei, lieber wenn Sie nicht weiten, was Sie kaufen wollen, dann wo ich Sie noch nicht halten können. Jo, dort kann Sie. Sag mir mal, was ist gut für de Bloß und für de Nieren? In diesen Fall kann ich all von Eier. Dann muss man stundenlang ein Medikament nach dem anderen erklären und zum Schluss hätten sie dann doch was ganz anderes, was sie von Anfang an kaufen wollen, nämlich irgendeine Medizin, die an eine Nobelfrüh empfohlen hat. Dahin kommt man meistens am schönsten zum Ziel, wenn man kurz fragt, an was habt ihr dann gedacht? Und dann an das noch kraftig empfiehlt, dann sie wollen je dort doch kaufen. Dann ist der Handel meistens bald gemerkt und man spart sich dadurch viel Reden und Zeit. Also verfuhr ich auch von der nach nur diesem bewährten Rezept, wenn der auch erst zum Ausdruck gebracht hat, dass er nicht weiß, was ich kaufen will. Aber diesmal klappt das nicht. Der schickt mich piepig an und meint, ich habe eigentlich überhaupt nicht an Medizin gedacht. Na, wozu käme dann an der Apotheke? Er sagt, ich glaube, ich hab Steine. Und ich sage, oh, na was für Steine? Nierensteine, Blosensteine? Und er sagt, kann sein, aber ich weiß das noch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Steine habe. Aber ich dachte mal bloß, wie ich doch manchmal große Not habe und kurz ist mir ein Bett Blut aufgewonnen. Ich sage, dann am besten kurz zum Doktor. Der lässt eine Röntgenaufnahme, eine X-Ray merken und dann ist ganz genau zu sehen, ob sich dort um Steine handelt oder nicht. Aber er sagt, nee, dort kriegt will ich nicht. Die Doktor, die wollen immer kurz schneiden. Die haben all so'n Mondschit für einmal ruiniert. Und die Steine kann man auch ohne Masse wegkriegen. Ich sage, manchmal ja, dann hat jeft so eine Steine, die sich mit Medizin ablösen lassen. Leider jeft das aber auch andere Steine, die mit nichts abzulösen können und erüt operiert worden müssen. Der sagt, ich will je mal was vertalen. Meine Zeit ist knapp, ich habe viel zu tun, aber nervös oder abgerecht worden, dort darf man nicht mit diesem Lied. Also habe ich am Tau und er vertalt. Er sagt, du hast mal eine früh operiert worden und als sie aus dem Krankenhaus rauskam, dann deed sie die Steine, die man rausgenommen hat, in eine kleine Tüte nehmen,
da je Zeitungspapier gemerkt wird, en stapte Tüt an ihre Markttauschen an. En dan kauft sie einige Sachen an, da ja auch mehrradig, holzradig, wo auch an Tijdschriftenpapier angewickelt worden wir. En da wir besie de Tüt met de Steiner an ihre Markttausch zu liegen gekommen. En dan fuhr de früh met dem Omnibus naar huis. En als het huis nu de Tüt met de Steiner uit ihre Tausch uitneemt om de familie die te wijzen, dan wären doch keine Steiner mehr, aber bloß noch Pulver. En dan checkte Oomtje me triumphierend an. De Steiner sind dann doch wohl der Riebung pulverisiert worden, sah ich ruhig. Aber der Oom sagt, nee, da wär keine Riebung. Da hat bloß de mehrradig besie gelegen, en die hat de Steiner te Pulver gemerkt. En ich zei, na. Aber hij sagt, ja, so ist das gewast. Und daheim denk ich, wenn ich Steiner habe, dann soll ich eine Zeit lang gut mehrradig eten. Wenn die dich bei de Steiner kommt, dann merkt die te Pulver. Und dort geht auf, ohne dass man dort merkt. Was denk ich davon? Uit lange, ja inzwischen all uit sehr lange Erfahrung, weet ich, dat het nicht den geringsten Zweck hat, zu sagen, dass man anderer Meinung ist als hij. Am aber nicht rot totelstemmen, sag ich, schoden wird je de mehrradig nicht. So dachte ich auch, sagt hij. Also, geef mir ein Glas mehrradig Pulver, dort riech ich mich gut an mit Wasser oder Milch und eet dann eine Zeit lang davon. Dat soll mir helfen je in de Steiner, wann ich Steiner hab. Dit is Walter Schmiedehaus seine Erinnerung von wo an einem Tag ein Oom in Botica San Antonio ernannt und seht, ich wär bloß mal neugierig. Und nun noch eine Geschichte von einem Missverständnis in Botica San Antonio. Da wären, dass der Apotheker Walter Schmiedehaus nicht gut Plattdeutsch reden kann, so als er dort nannt. Die Überschrift lügt. Noch ein Missverständnis. Wenn der Apotheker nicht gut Plattdeutsch redet, dann wird das manchmal gar nicht so leicht, uit de Kundschaft klug zu werden oder die Kunden reich zu verstehen. Aber mit der Zeit lernt man ein gewiss Bescheid über so eine altkolonische Sonderwünsche aus, zum Beispiel Feierkantje Perlen, Verliefweideel, Verschlaken, Lebertron oder konzentrierte Vitamindrappen, Wundereil, Schlagwater, Mutterdrappen, Mausfarbe oder Vegetalfarbe für Marmelade, Butter und so weiter. Aber auch Sound zum schlechtes Fleisch war der Goldmerken. Aber einmal war da jeft das Wort niet, womit man nicht kurz was anzufangen wisst. Da kam einmal eine Wamtje in der Apotheke und wollte Chaineil kaufen. Ich sehe, wo, Chaineil? Also, Chaineil? Sie sagt, nee, nicht Chaineil, aber Chaineil. Also doch Eil. Chain und Dach. Wo riecht sich dort? Wo kann man dort top kriegen? Aber ein älterer Oom, wo er gerade sein Schlagwater gekauft hat, halb ans Bett uit. Dat stellt sich bald uit, dat diese Mamtje nichts anderes wohl als Chaineil, nämlich Turpentine. Von der Botica San Antonio ab Calle Tercera, Nummer 310 in Cuauhtémoc, ist ein Bild auf der 224. Seite im geschichtlichen Bilderbuch, 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, so als viele von ihr dort Gebiet noch gekannt haben. Und nu wordt Walter Schmiedehaus in seinem Heft auf de laatste 5 Seiten schrift, dat nannt hij buntes allerlei, auf Plattdeutsch also allerhand buntet. Und dort hört sich nicht mal sehr bunt an, dort sieht auch sehr bunt uit. Dann hij schrift dort kreuz so, als hij dort gekriegen hat.
also ganz ohne Schriefehler uitgebetert. Ik wil dit allerhand buntet, nicht alle vertalen, aber ich will seine Anleitung für sein buntes allerlei hier auf Plattdeutsch wiederholen. Dann wil je dat al schilderen kennen, waarom hij deze vele korte engeltjes op deze laatste 5 Seiten zo naant, als hij dat deed, en ook waar bunt vele van deze korte engel uit zijn. Also, hier deze aanleiding tot dem allerhand buntet. Hij schrijft, wils de oude kolonieën ihre scholen in Mexico al jahrtiende lang op keine Wiese oder op keinen Weg erniert worden zijn en de no was aan Laienlehrers, also nicht uitgebilde Lehrers, immer durfje wordt oder immer knapper wordt, als dat met dem Schriftdeutsch oder mit dem Deutsch schreiben, besonders mit der jüngeren Generation bedürftig, wann auch begrifflicherweise beständig aufwärts oder bei aufgewonnen. In meinem Mennonitenbuch von 1948 habe ich die Schulfrau eingehend behandelt, das hat in Einzelheiten beschrieben und all damals festgestellt, dass es hier ein rapide bei aufging. Je wieder man teruggreift, je beter stond het noch mit der Schulung oder Schulbildung. De Oude, von der all de ganz Oude, weisen noch einen Aufglanz von einer gewissen Allgemeinbildung ab, reden noch in fließendes Hochdeutsch und schreiben dort teilweise nur gut oder reicht oder doch wenigstens verständlich. Je wieder sich nu die Generationen verjüngern, je schlechter ist dort in dieser Sache geworden, so dort Handschrift, Rechtschreibung und Grammatik einen bereits kaum noch zu überbeidenden Diebstand erregt haben. Die folgende authentische Schriftproben sprechen Bang. Das meint Bekerfall. Sehr viel. Und dann gibt mir der Haus Geschäftsbrief, persönliche Brief, Einladungsbrief, Vorsteherbekanntmerkungen, Uitroepszadels und andere Schriften in seinem Buch Allkolonier Mennoniten in Mexiko so wahr, als die geschrieben sind, diesen Punkt oder seinen Punkt von einem immer tiefer sinkenden mennonitischen Schulwesen zu beweisen. Wenn Schmiedehaus von der noch lebt, dann würde er wahrscheinlich so sein. Auf einigen Städten sind noch viele Jahre zum ersten Mal bewiesen dafür, dass die Mennoniten ihr Schulwesen sich in Chihuahua anfangen zu verbessern und es steht immer noch tiefer rauf zu sinken. Auf der ganz letzten Seite in seinem Heft von Erinnerungen an seine Erfahrungen, Erlebnisse und Geduldsproben mit der Oldkolonie Mennoniten bei Cuauhtémoc im Stadt Chihuahua, teilt Walter Schmiedehaus noch einen Brief mit uns, den er in den 1930er Jahren von seinem guten Freund Julius Levin erholen hat. Das letzte Stück in seinem Heft gibt diese Überschrift, zu guter Letzt. Und er lädt das letzte Wort mit dieser Wort an. Und endlich zum Aufschluss mit goldene Brosche, goldene Spalt, so es man in Mexiko sagt. Ein netter Brief, der mir in den 30er Jahren ein gut bekannter und gut gesonnener Freund aus der Kolonie schreibt. Und den ich mich wegen seiner schlichte oder einfache, oprechte Treuartigkeit immer Jahren erinnere. Und der Brief las so: Lieber Freund Schmiedehaus, ich hatte je noch versprochen, von unser Apel zu schicken, die mal ein bisschen tidig vom Baum genommen sind, wie in der Ferien, die nehmen zu viel. Aber ich will je doch noch was sein lassen von unserer Frucht am Garten. Und wünsche dir mit deiner liebe Eierfrau Taub eine schöne Gesundheit und ein frohes Leben. Mit freundlichem Gruß, Adei, Adei. Popst und Kaiser. Der Ole Trühatje umgebracht, ein beetje sieprig, mit Schapvorer Metz und mit vielerlei gefalde Hein, wo immer den Alpenkräter kauft, wonen uns Freund Albert Wappen all viele Jahre nach seinem bewährten Rezept herstellt oder merkt, es war einmal in der Stadt.
Hij reikt ons de rechte hand über den Stuurdash, dan feuchte sich waar daheim. En ik zei ook, guten Dag, Ola vriend. Nadat de begrüßung met de eiwillige vrouwen wegen gezondheid, rijden en aarduitzichten voorbij is, wil hij nu wel zijn Alpenkreiter kijken, meen ik. Aber hij zegt, nee, ditmaal niet. Ik heb wat anders op mijn hoofd. Na wat dan, Gisbrecht? Braucht je eine andere Medizin? Nee, zegt hij mij. Keine Medizin. Gott sei Dank, ditmaal niet. En dan kwam vader wat ik niet erwartet had. Wat einem Völkern vollkommen perplex doorstonen laat. Hij zegt, hij wil maar weten of er nicht ein Buch ist, worin dort steht, dass der deutsche Kaiser den Papst mal ganz unter de Feit gekleint hat. Ja, er soll ihm ganz unter gekleint haben. Dat laatste seht hij een stehende Erregung. De gode oom zag zich meest schuldbewusst naar alle Seiten hin of dat ook nicht ein Unbefugter gehört haben wird. Einer, der dort nicht hören soll. Dat deed mir leid, lieber Freund, antwoord ik. So ein Buch kann ich nicht. Und von so einer Begebenheit weet ich auch nicht. Bitte, wenn je auf Canossa betrachten. Aber da wird dort gerade umgekehrt. Da muss sich der Kaiser Heinrich IV für den Papst demütigen. Und dort ist als sehr lang trei. Passiert im Jahr 1077. Gisbrecht kijkt mich entgeistert an. Wat mocht bij hem in zijn kop vergaan? Sicherlich denkt hij, der Kerl hat mich überhaupt nicht verstanden. Am allerwenigsten aber hat er mich verstanden. Schließlich schert er bloß noch den Kopf. Er sagt, dort Buch, ich hab dort sehr gesucht, aber ich kann dort nicht finden. Jo, sehr hab ich dort gesucht. Er kijkt weiter einen Augenblick op zijn gefolgte heen, als van de beed. Dan neemt hij de uiteen, hält mir weiter de rechte hand aan en ziepert ons treuhartig aan en zegt, na dan, ade. Hier breekt we weiter auf voor ditmaal. Nächstes Mal wordt van de Melendez Bank in San Antonio de los Arenales, dem loteren Cocktailmok in Chihuahua, Mexico, en de 1920 jaren mal entstanden is, en wat hij ongewonen gemerkt heeft. Wat nächstes Mal, ik zie George Rampe.